Der Speed Hunter Showdown ist wieder da. Palm City ist ein weiteres Mal Gastgeber der wichtigsten Rennsportveranstaltung des Staates. Jeden Tag werden tausende begeisterte Fans darauf hoffen, die leistungsstärksten Sportwagen der Welt in Aktion zu erleben. Doch sobald die Sonne untergegangen ist, verwandelt sich die Stadt schnell in deutlich gefährlicheres Terrain. Willkommen in der Welt des Street Racing. Eine Underground-Szene aus Draufgängern und Speedfreaks, die sich ohne Rücksicht auf Verluste über Regeln und Gesetze hinwegsetzen. Verantwortlich für die Bekämpfung dieses Problems ist Lieutenant Frank Mercer vom Palm City PD, Leiter der neu gegründeten High-Speed Task Force. Street Racing hat nichts auf öffentlichen Straßen verloren. Erinnert euch an meine Worte, wenn ihr da draußen seid und bei solchen Aktivitäten mitmachen wollt. Denn wir finden euch. Und wenn ihr denkt, dass ihr entkommen könnt, wenn ihr aufs Gas tretet, dann werdet ihr euch wundern. Denn wir greifen hart durch. Wir schnappen jeden von euch. Glaubt mir, vor uns gibt es kein Entkommen. Sprich mit mir, Joe. Wie sieht's aus? Ich komm schon klar. Gut, gib einfach Vollgas. Wie läuft's bei dir, Richie? So, salut zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar spielen wir Need for Speed Heat. Und ja, ich freue mich mega drauf, dass wir mal auch Need for Speed spielen können. Need for Speed ist ja eine Serie, die es ja schon sicher schon bald, ich denke, etwa 20 Jahre gibt. Angefangen hat ja alles mit Need for Speed Underground, das sind noch die guten Games gewesen. Das Underground 2 war auch noch gut gewesen. Most Wanted sowieso eines der besten gewesen dann. Und danach ist halt leider dann immer ein bisschen weniger das Tuning gekommen, was ich dann eben leider auch mega schade gefunden habe, darum haben sie dann auch nicht mehr so extrem viel gespielt. Aber jetzt eigentlich seit dem Need for Speed, wo es etwa mal vor, was ist das gewesen? 5 Jahre ist das etwa auch schon her, wo das mal rausgekommen ist es eigentlich wieder besser geworden. Und ja, jetzt schauen wir mal, was wir da genau alles mitmachen. Ich habe das Game schon mal angefangen zu gamen, also schon ein bisschen länger her, dann habe ich es jetzt wirklich lange nicht mehr gespielt. Ich muss jetzt zuerst auch wieder ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Aber das sieht eigentlich nicht mehr so schlecht aus bis jetzt. Jetzt fahren wir da für ein Auto, sieht ein bisschen aus wie ein Mercedes, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es einer ist. Wir müssen ja ein bisschen wegrammen, da, oder? Den können wir anscheinend gar nicht rammen, der hat gar keinen Lebensbalken über sich. Dann geben wir da wieder ein bisschen Nitro. So, am Jaguar vorbei. Wow, da kriegen wir auch einen kleinen Schopf über. Das geht ein bisschen am Eskalieren, hä? Wir werden den Vogel nicht los. Überlass das mir. So, 90%. Wir sind jetzt gerade am Ziel, beziehungsweise ich weiß schon, was da noch, glaube ich, passiert dann. Also, bin mir nicht 100% sicher, aber ich weiß es, glaube ich, noch. Lass dich nicht aufhalten. Wir haben gewonnen. Ja. Shit, der Kopf ist noch an mir dran. Anna, ich bin auf der Brücke. Dieser Kopf versucht mich von... Ah, shit! Was hast du getan? Das war so ein geiler Wagen! Der Wagen ist weg. Ja, wegen ihm. Nein, Shaw, das geht auf dich. Du wirst dir wünschen, nicht überlebt zu haben. Sowas überlebt keiner. Was macht ihr denn hier? Zeigen, wer der Boss ist. Shaw, Warte, stopp! Hey, er sagte... Hier sind überall Kameras. lass es. So arbeiten wir jetzt also?
Diese Crews müssen's lernen. Wer meine Einheit lächerlich machen will, wird dafür bezahlen. Frank, du weißt, das ist falsch. Eine Botschaft funktioniert nur, wenn du auch einen Boten hast. Du verlässt die Stadt. Wenn wir dich oder einen aus deiner Crew nochmal hier sehen, dann endet ihr wie diese Karre. Kapiert? Steh auf. Erzähl's deinen Freunden. Was ist passiert, Bro? Wo ist dein Wagen? Hey! Mir reicht's, Anna. Ich bin raus. Ich gehe zurück nach Ventura. Und Richie nehme ich mit. Aber wir sind eine Crew. Das waren wir. Jetzt nicht mehr. Was? Willst du jetzt nach Ventura laufen? Yep. Du bist auf dich allein gestellt. Geil gemacht, eigentlich, dass wir da mal einen Charakter auswählen können. Ich weiß gar nicht, aber welchen das ich nehmen soll. Ich glaube, das erste Mal habe ich diesen Typ genommen. Ich sehe dem sein Gesicht nicht, aber mir gefällt seine Sonnenbrille nicht so. Ja, komm, wir nehmen auch wieder den gleichen da. Man kann ja den auf komplett anders gestalten, mit den Kleidern und alles. Darum. So sehen wir sie ja ein bisschen näher. Hey, gut, dann gehen wir da nochmal schauen, was zu dem. Sieht ein bisschen mexikanisch aus. Der da. So ein leicht asiatischer Touch. Auch. Der da. Oh nein, nicht die, der nebendran da. Ja komm, wir nehmen einfach gleich den. Egal, bleiben wir beim Alten. Bist nicht aus der Stadt, hm? Ich bin Lucas. Wie kann ich helfen?
Man sagt, deine Karren hätten was drauf. Allerdings. Geht's um den Showdown? Ja, ich bin echt heiß auf die Rennen. Okay. Ehrlich gesagt, in den letzten Tagen war die Nachfrage echt riesig, deshalb ist gerade leerer, aber die hier sind noch übrig. Sie sind nicht überragend, aber echt gut. Sieh sie dir an. Vielleicht gefällt dir ja eine. So, und da muss ich nicht ganz lange überlegen, welches Auto das wir nehmen. Wir haben 4 zur Auswahl. Ein Chevrolet Camaro aus Jahr 67, eine alte Kiste. Dann ein Nissan 180 oder 180 SX. 96 sieht sehr geil aus. Und dann ein BMW M3. Und dann nachher haben wir einen Mustang. Nein, sorry, nicht gegen Mustang, aber ich bin auch wirklich nicht so ein Ami-Auto-Fan, wirklich nicht. Darum meine Wahl, ganz einfach. Gibt es nichts zu diskutieren, wir nehmen den M3. Das ist ein guter Wagen. Bin gespannt, wie er sich fährt. Ich kenne ein paar Leute beim Showdown. Kann dir ein paar Rennen klar machen. Und auch gleich überprüfen, ob der Wagen so läuft, wie er soll. Was sagst du? Klingt gut. Wohin jetzt? Dir stehen mehrere Also ja, jetzt müssen wir da zum ersten Rennen fahren. Das machen wir auch gerade mal. Edenshaws viele Enge. So, da la. Also, dann fahren wir jetzt mal zu unserem ersten Rennen. Mit unserem M3, der erstaunlich viel Feuer hinten rauslässt. Sag mal, all diese Trophäen. Bist du ein Racer? Nein, mein Vater war einer. Roberto Rivera, Mr. Clean. So, Er hat den gelben 67er also. Camaro selbst wieder Und aufgebaut. Ist damit zum ich hoffe mal, ich fahre da relativ gut alles. Mache nicht so viele Fehler, nicht so viele Unfälle. Ich komme leider aus dem Aargau. Also verzeiht mir das jetzt schon mal, wenn wenn es hier und da mal vielleicht eine unfreiwillige Kollision gibt. So wie jetzt zum Beispiel. genau wie jeder andere in der Stadt. Das Auto fährt gerade irgendwie so langsam gegenüber das vorher. Aber es ist geil. Und was ich noch gerade machen muss, bevor ich das Rennen starte. So. Weil ich noch kein Copyright wieder bekommen. Darum nehmen wir die Musik raus. Und dann starten wir da jetzt mal das erste Rennen. Und hoffen wir, dass wir da auch ein bisschen Geld bekommen. Ja, wir können dann noch viel bearbeiten bei diesen Autos. Hey Dex, sei nett zu meinem Freund hier. Er fährt den Wagen noch ein. Wenn die Karre von dir ist, kann sie auch gleich geschrottet werden. Fährst du auch mit? Nein, Mann. Ich veranstalte auch Rennen für Anfänger, falls du aus der Übung bist. Ja, du bist lustig. Super lustig. Überleg's dir einfach. So, dann starten wir da unser erstes Rennen. Es hat schon viele Autos, die recht tuned sind. Da kommt auch noch gerade ein... Ist das ein Skyline? Ein R32 ist das, glaube ich, oder? Ist da schon mal eins vorbei? Ja, Nitro haben wir jetzt, glaube ich, noch keinen, so wie es aussieht, genau. Also wenn wir da rein mit der Motorleistung aufholen, aber der Skyline, der hat 280 PS da vorne, oder 250 etwa wahrscheinlich, also der wird schon noch recht abgehen. Ich glaube kaum, dass wir den irgendwie einholen oder überholen. Für das ist der Wagen wahrscheinlich ein bisschen schnell, aber wir versuchen es gleich mal natürlich. Zeig mal, ob du mithalten kannst. Jetzt ist ein bisschen langsamer da. Boah, scheiße. Ja, jetzt hätte ich vorbeiziehen wahrscheinlich, wenn ich die Pöller mitgenommen hätte dort. Jetzt kann ich vorbei. Ja, innen durch. Haben geschaut, es müssen ein bisschen mitgeben. So.
Wow, scheiße. Aber Moment, genug mit Abstand. Ja, voll. Und das wäre schon mal der erste Sieg, den wir verbuchen können. Sehr, sehr gut. Das war der Sieg. Gut gemacht. Holen wir noch $9000. Das ist natürlich sehr gut. Willst du mit dem Wagen gut klarkommen? Pass auf. Am besten investierst du dein Geld jetzt in ein Nitro-Kit. Ich habe leider keine mehr auf Lager, aber du kannst dir eins im Tuning-Shop holen. Und ich baue es dir dann ein. Die Sache mit dem Showdown ist die: Um mitzuhalten, musst du deinen Wagen aufrüsten. Und das kostet Geld. Du fährst also Rennen, gewinnst Kohle und kaufst dir Upgrades, um auch größere Rennen mit höheren Preisgeldern gewinnen zu können. Das ist zwar noch nicht alles, aber so viel zu den Basics. Zuerst kaufst du dir jetzt dieses Nitro-Kit. Okay, alles klar. Wenn du bei mir einen Wagen kaufst, ist der Service natürlich inklusive. Es ist völlig egal, wie gut du bist. Selbst der beste Fahrer braucht einen guten Mechaniker. Also dich, was? Hey, du kannst dich gerne allein mit Palm City anlegen. Mit ein bisschen Unterstützung ist es einfach nur leichter. Wenn du zum Tuning-Shop fährst, kannst du auch gleich mal beim alten Raceway vorbeischauen. Er ist jetzt stillgelegt, aber früher war da einiges los. Und manchmal So, okay, jetzt holen wir unser Nitro-Kit, wo wir sollten holen. Haben wir irgendwie einen schwarzen Bildschirm, Ladesequenz, nichts rum. Jetzt. Hallo? Kommt schon, macht auf! Ich höre euch da drin doch! Lass gut sein. Ist der hier von Lucas? Ja? Kennst du ihn? Ja, doch schon. Er ist mein Bruder. Der gehörte mal mir. Hab mein erstes Rennen darin gewonnen. Er ist perfekt für jemanden, der gerade erst anfängt. Alles klar. Weißt du vielleicht, was mit denen los ist? Oh, wegen dem Showdown gibt's in der Stadt kaum noch Teile. Sie halten sie zurück für Fahrer, von denen sie denken, dass sie es wert sind. Oh, das bin ich nicht. Okay. Der Rookie ist selbstbewusst. Dann beweis mal, dass du nicht nur rumlaberst. Da sage ich nicht nein. Gib mir dein Handy. Ich bin Anna. Es gibt nur eine Möglichkeit, sich hier einen Namen zu machen. Was? Das ist alles? Ich rufe ein paar Leute an. Halt das Ding griffbereit. Ich melde mich bei dir. Gut, haben wir die Testfahrt abgeschlossen. Das Nitro haben wir jetzt immer noch nicht bekommen, he? So wie es aussieht. Hey, während ich meine Kontakte anhau, Dann haben wir noch Kampagnenziel. Es gibt da eine Tankstelle. Da treffen wir uns. Oh, und ich habe dir eine App runtergeladen. Danke. Ist eine Art Polizeifunkscanner. Wir alle nutzen sie. Echt hilfreich, glaub mir. So, also, den haben wir jetzt da mal eigentlich den Anfang schon mal können starten oder die Anfangsmissionen machen. Es gibt doch immer noch so einen geilen Fotomodus, wo muss ich da wieder schon drücken? Das ist es nicht gewesen. Das ist auch nicht. Es geht nur um Spaß und ein paar Preise. Außerdem kenne ich ein paar wilde Geschichten über Lucas. Klingt gut. Sehr schön. Ich melde mich, wenn das nächste Schupi. Ah, jetzt da. Also gut. Dann haben wir den Fotomodus auch noch gefunden. Und ja, da würde ich mal sagen, wäre es das gewesen mit der ersten Folge von Need for Speed Heat. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich mega über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo und wenn ihr das Video teilen. Keine Angst, GTA 5 läuft noch weiterhin. Eigentlich habe ich ja vor, Need for Speed soll dann nachher das GTA 5 ablösen. Wir fangen jetzt aber auch schon ein bisschen früher an mit dem. Aber GTA 5 wird ja auch nicht mehr allzu lang dauern. Aber es geht natürlich auch weiter, sowie auch San Andreas. Und auch GTA Online kommt jetzt auch gleich wieder. Also keine Angst, die Videos kommen demnächst. Und ja, da würde ich mal sagen, wäre es das gewesen. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sagen wir mal, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.